In Dinkelscherben bin ich bei Friederike und Franz Grass. Er war Kinderarzt, ist im Ruhestand, aber es kribbelt ihn immer in den Fingern. Deshalb engagiert er sich im hiesigen Repair-Café. Aber hier habe ich auch schon reparierte Sachen vom Franz. Ja, den Messergriff habe ich auch Korb mal. hat er schon repariert, der war der Griff kaputt gegangen. Schön, weil das Kupfer nicht. Und die sind billiger, wie wenn das Kopf schon Beilage schreibt. Die kostet mehr. Die Beilage schreibt kostet mehr wie das. Der Schwabe, weißt du, der Schwabe. Und du bist jetzt ein Reparateur Ja. beim Repair-Café. Ja. Aber eigentlich Mediziner, oder? Nein, medizinisch darf ich da nichts reparieren. Leider reparieren wir nicht. Also Hüftgelenk darfst du nicht auswechseln. Nein. Aber sonst alles. Ja, mei, weißt du, ich weiß ja auch bei Weitem nicht alles. Ich bin zum Teil ein bisschen frech. Jetzt, wenn die das noch nie gemacht haben, dann sage ich, also ich habe es noch nie gemacht. Jetzt fangen wir mal an. Und dann haben wir ja die Superschrauber, wir haben ein paar echte Superschrauber. Da kann ich zu dem übergehen und sagen, du, wo fange ich jetzt da an? Also mach mal da unten auf. Mach ich auf und schau rein, dann sagt er, guck mal, schauen wir mal da. Ah, das ist das und das Modell. Das ist meistens das Teil kaputt. Schau mal da auf. Und beim zweiten Mal weiß ich dann schon. Beim Repair-Café-Termin am nächsten Tag gibt's aber nicht nur Kaffee. Wir wollen morgen Mittag für die Handwerker eine Gemüsesuppe anbieten und da ernten wir jetzt bei uns den Mangold. Gemüsesuppe, genau, mit Kartoffeln. Und nachher holen wir in der solidarischen Landwirtschaft noch weiteres Gemüse. Und Kräuter haben wir draußen. Schnittlauch brauchen wir ja auch. Friederike und Franz Grass sind tätig im lokalen Netzwerk Lebenskreis Dinkelscherben. Der Verein veranstaltet und organisiert Repair-Cafés, die es seit letztem Jahr erst gibt. Da kommt gerade Vorstandsmitglied Christine Völk. Christine, servus. Also morgen ist jedenfalls Genau. Repair-Café. Genau, das ist quasi unser allererstes Projekt. Das haben die zwei so in ihre Köpfe erst drin gehabt. Und dann haben wir uns zusammen überlegt, wie können wir das umsetzen. Und für morgen muss jetzt noch was ausgemacht werden. Ja, ich wollte jetzt sagen, ich habe mit dem Bernhard gerade schon geguckt, die wären jetzt dann schon an der solidarischen Landwirtschaft. Da könnte man auf jeden Fall den Fenchel mal abholen. Ja, vom Lebenskreis Netzwerk schießen die Fäden auch zur hiesigen solidarischen Landwirtschaft. Bei Simone Gleich werden gerade Fenchel und Kohlrabi für die Suppen abgeholt, die es zur Stärkung im Repair-Café geben soll. Beim Abholen ist Bernhard Streit dabei, Lebenskreismitglied und Solavi-Bauer. Wer hier dazugehören will, muss auch arbeiten. Wir sind 65 Mitbauern und wir haben im Vertrag geregelt, dass jeder 8 Stunden im Jahr mithelfen muss. Genau. Bernhard wird andern Tags im Repair-Café am Empfang sitzen. Friederike und Christine sind am Vorabend noch unterwegs, um Holunderblüten für Holderkirchler, wie man hier sagt, vom Strauch abzuzwicken. Den gebackenen Holunder soll es auch geben. Aber ob die Blüten halten? Ja, wir müssen es halt jetzt heute schon pflücken, weil morgen in der Früh, also da ist alles voller Stress. Das ist ja immer spannend. Und überhaupt jemand kommt. So, wir haben eher Bedenken, dass gerade zu viel kommen und dass vielleicht zu lange Wartezeiten sind. Ich bin jetzt mal aufgeregt. Die Holderkirchler schmecken frisch, macht am besten. Aber die Suppen kann schon am Vorabend gekocht werden. Kriegen die jetzt mal eine Suppe? Das zweite Mal. Letztes Mal haben wir das begonnen und das ist einfach auch ganz schön. Dann kommt man noch ein bisschen zum Reden miteinander und soll ja auch, die Handwerker sollen sich ja auch wohlfühlen und angenommen und respektiert fühlen. Passt das? Eine Suppen wird, wenn sie über Nacht durchziehen kann, geschmacklich meistens besser. Am nächsten Tag müssen Friederike und Franz Grass nicht nur mit Werkzeug, sondern auch mit ihren Kochutensilien ins Pfarrzentrum in Dinkelscherben einziehen. Der Saal dort wird für einen Samstagvormittag zur Verfügung gestellt und zum Repair-Café. Eigentlich ist es noch zu früh zur Eröffnung mit dem Gongschlag. Die Pfanne gehört in die Küche und schon kommen die Handwerker. Ein Nachbarverein aus Augsburg hilft mit Werkzeugkisten aus, weil die Repair-Café-Betreiber vor Ort noch nicht so gut ausgestattet sind. In der Küche wird auch ausbackelt und der Saal wandelt sich zur Werkstatt. Bits, spezielle Bits. Selber was machen, was besonders, ist angesagt. Deshalb wird ein Teil des Mehls für den Kirchelteig selber gemahlen. Draußen laufen die letzten Vorbereitungen und noch bevor die ersten Leute kommen, wird schon der Teig für die Holderkirchler angerührt. Die soll es ja nicht erst zum Schluss geben. So, dann sind wir startklar. Alles aufgebaut und bereit fürs Reparieren.
Und wie läuft das bei der Anmeldung? Genau, man kommt quasi rein. Also ein paar Leute kommen ja tatsächlich jetzt schon. Ja. Und die Elisa und der Bernhard begrüßen sie halt. Und dann kriegen sie eine Nummer auf den Laufzettel. Wunderbar. Super. Rückseite füllt der Reparateur aus. Dann würde ich Sie bitten, einfach reinzugeben. Sie dürfen sich links noch Platz nehmen, Kaffee, Kuchen selber nehmen. Und Sie werden dann aufgerufen. Den Zettel bitte mitnehmen. Die Kundschaft wird dem zuständigen Schrauber zugewiesen. Was da wohl fehlt. Oh, da geht's schon mal los. Oh, da. Also, der Feinfilter ist schon lange nicht ausputzt worden, oder? Da. Aber das wird noch nicht alles sein. Ja? Nach dem Filterwechsel saugt er schon wieder. Und der Feinfilter war komplett zu. Ja? Da kann die Luft nicht mehr durch. Ja? Eigentlich ein Wartungsproblem. Ja, das nächste Mal wieder den Filter auswechseln. Den Filter nachkaufen. Das muss einem jemand sagen. Ja, was die Leute nicht alles bringen. Manche Reparatur ist einfach. Genau, es läuft da wieder leichter und quietscht wieder. Das ist schnell gegangen. Das ist schnell gegangen, ja. Und der ist bei einem auf dem Dach, oder wo ist der? Ja, auf der Gartenhütte. Da hat der Sturm runtergenommen und jetzt ist er wieder repariert. Für die Holderkirchler braucht es einen dicken, aber noch flüssigen Pfannkuchenteig. Ich glaube, der passt genau. Nicht schwimmend in Öl, sondern sparsamer im den Boden der Pfanne bedeckenden Fett backen Christine und Friederike ihre Kirchel aus. So wie es ausschauen, kann da eine Geschmacksprobe eigentlich nicht negativ ausfallen. Mit Puderzucker fein bestreut kommen die gleich ins Café raus. Für den Franz und den Kollegen ist aber jetzt nicht ans Pausemachen zu denken. Da zwickt's gerade bei einem kaputten Winkelschleifer. Also es liegt schon an dem schwarzen Ruß, der da dran ist. Da hat man schon gesehen, dass ein Funken flogen. Irgendwie stimmt es am Schalter nicht. Am Ende heißt es, geht's oder nicht? Da geht nichts. Also kommt in Wertstoffcontainer. Jetzt haben wir uns so viel Mühe gegeben, gell? Macht nichts. Aber jetzt haben wir gelernt, wie man so ein Ding zerlegt. Das haben wir jetzt gelernt. Ihr habt euch wirklich große Mühe gegeben. Ja. Das Warten wird nicht immer mit Erfolg honoriert. Der Mann wartet schon lang. Oder ist er einfach so da? Sie lassen gar nichts reparieren, Sie sind nur zum Zeitunglesen da. Ja, schade. Weil bei Frauen. Ach so, Frau. Frau lässt was reparieren. Die Frau sitzt noch bei der Näherin. Das ist eine längere Geschichte. Aber die Kundschaft wird ja verwöhnt, dass das Warten nicht unangenehm wird. Die Handwerker machen dann doch auch einmal eine Pause zum Holderkirchler-Essen, von denen es schon wieder Nachschub aus der Küche gibt. So was Besonderes gibt's nicht immer. Aber um die Jahreszeit jetzt hat's grad passt, dass man sie macht. Die Frau sitzt auch schon ein Zeitl da und wartet. Das versüßt die Wartezeit, gell? Ja. Und? Auf was warten Sie? Auf meine Lichterkette. Ja, Ludi. Ja, auch dem Nachwuchs schmeckt's. Lang hat's nicht mehr warten müssen mit ihrer Lichterkette. Das Gute ist, das Messer ist scharf, dann ist der Finger wenigstens gleich ab. Und dann kann ich hier quasi. Die Reparateure da haben alle was drauf, ob Laie oder spezialisierter Handwerksmeister. Und alles wird ehrenamtlich gemacht. Ob's wieder leuchtet nach dem Löten? Perfekt. Jawohl, so sollte es sein. Super. Jetzt packen wir es noch schön ein, dass es nicht wieder ein kurzer geht. Es geht schon am Ende zu und deshalb muss die Suppen fertig werden. Also die Kräuter, die schneide ich immer zuletzt. Die kommen ganz zum Schluss rein, damit sie noch das frische Aroma haben. Und also ich bin gespannt, wie es unseren Reparateuren schmeckt. Das schaut gut aus. Man riecht die Suppen schon draußen im Saal und man weiß, es geht auf Mittag zu. Jetzt pressiert's. Der Kundschaft oft mehr als dem Reparateur. Ah, das, wenn ich gewusst hätte, hätte ich es versteckt. Was, dann hätten Sie es? Versteckt hätte ich es. Also. Da hat der einen Aufwand, das lohnt sich doch nicht. Wir haben da schon mal rein. Da kommt lauter Dreck raus. Das ist klar. Das sehe ich jetzt schon. Das könnte ja auch eine tote Maus rauskommen. Ja. Das schaltet auch. Von 8:30 bis 12:30 ist das Repair-Café geöffnet. Und da muss man jetzt schnell noch mit dem Bügeleisen fertig werden. So ist das nicht. Ja, wo bringen Sie die Geduld her? Ich weiß es auch nicht. Die Heizspirale ist okay.
Soweit gut. Jetzt hole ich sofort mein Geld bei Ihnen, dann kriegen Sie extra ein Indirekt Trinkgeld. nichts. Es gibt alles. Doch, nein, das kriegen Sie. Nein. Für so eine Plagerei da. Ich nehme kein Geld. Haben Sie einen Brustbeutel dabei? Na, darum ist da nicht. Auch nicht. Ja, das Erfolgserlebnis zählt und nichts geht, wie bei diesem reparierten DVD-Player. Am Empfang kann man dem Verein was in einer Box spendieren. Ja, danke schön. Bitte. War es erfolgreich? Ja, 2 Patienten gerettet, einer ist leider tot, aber er hat ganz gut geklappt. Wir sind zufrieden. Zusammenpacken und dann genießen heißt's jetzt. Friederike Grass ist schon bei der Essensausgabe und mit einer Schnittlauchblüten aus ihrem Garten dekoriert, schaut die Suppen richtig appetitlich aus. Den Reparateuren von nah und fern und allen Mithelfern hat's geschmeckt. Am Ende freut man sich aber nicht nur über die Suppen, sondern über den Erfolg. Warst du vorhin heute? Ja. Warst du vorhin alles repariert? Nein, nicht alles. Komplizierte Kaffeemaschine. Statistik schon fertig. 37 Reparaturen haben wir gehabt. Das ist eine ganze Menge. Ich glaube, das war jetzt bis jetzt das meiste, was wir gehabt haben. Sind wir zufrieden. Hat passt, war ein schöner Tag. Ja, solche Repair-Cafés soll es eigentlich überall geben. Die Leute tun nicht nur mal was. Danke dir.